Und somit herzlich willkommen hier bei Retrocast Sinnlose Let's Plays und ihr seht schon wieder ein Mario Kart, und zwar Super Mario Kart, und der Grund wieso dass ich da gerade schon in Angriff nehme anfangs von dem Jahr ist, vor dem Spiel streut mich schon länger, weil das ist das einzige Mario Kart, das ich noch nie wirklich durchgespielt habe. Und da machen wir das Ganze hier auch auf 100 Kubik und dann schauen wir gerne mal schauen, wie fest das mich da wird blamieren. Ich habe das Ganze schon mal angespielt, ich habe hier den Mushroom Cup schon mal auf Gold durchgespielt, damit ich weiss, was mich erwartet. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt den hier trotzdem wiederholen. Ja, Super Mario Kart, das erste Mario Kart von dieser Reihe. Und es hat ein paar Differenzen zu den späteren Mario Karts. Ich glaube, eine der grössten Differenzen ist, dass man da 5 Runden fährt pro Strecke und dass man pro Gap auch 5 Rennen hat. Und da ist bei den späteren Mario Karts ist dann da meistens so gewesen, dass man 4 Rennen hat und pro Rennen 3 Runden gefahren ist. Ich glaube, das ist so der grösste Unterschied vom neuen zu den alten. Plus hat jetzt da der Luigi im Pilz einen Stern. Und jetzt hat er gerade nochmal einen Stern, also da Computergegner, und jetzt hat er schon den 3. Stern in Folge, also ihr seht es, da mit den Items von den Computergegner ist da nicht ganz so fair, dem Mario Kart, aber wir werden gleich probieren, das Beste rauszuholen. Hat er da schon den 4. Stern mittlerweile. Kagen hinten dran. Jetzt sicher gehört oder gesehen auf der Karte. Und jetzt in der letzten Runde hat er uns nochmal überholt. Das ist schon der 5. Stern, den er da hat. Und nein, wir sind noch 3. geworden. Also wir sind schon mal ganz schlecht gestartet auf der ersten Bahn. Und jetzt seht ihr wieso, dass ich eigentlich ein bisschen Angst habe vor dem Spiel. 500 hinterm Yoshi. Nur, leider. Aber macht in der Endabrechnung 3 Punkte auf den Yoshi und 6 Punkte auf den Luigi. Nicht so schön, nicht so schön. Weil unser erster Kontrahent wird der Luigi sein. Wenn wir um den ersten Platz mitfahren natürlich, weil der Luigi wird voraussichtlich immer Erster. Ausser wir werden die Ersten. Das heisst, wir müssen sicher schon mal 2 Rennen gewinnen, damit man von den Punkten her einholt. Dann hätten wir schon 3 Rennen gefahren und dann haben wir jetzt noch ein Ei mitgenommen. Und dann fahren wir in die Wand rein. Nein! Und wo ist der Luigi? Der Luigi ist aber einmal dort. Ja. Der Luigi ist jetzt irgendwie hure weit hin. Nicht ganz so verständlich ist, und der Yoshi ist da vor uns. Das ist jetzt ein bisschen komisch und eigentlich möchte ich keinen Pilz. Pilz ist jetzt nicht unbedingt das Item, das man wünscht auf dieser Strecke. Aber jetzt ist schon jetzt ist der Luigi ja schon wieder da vorne, also da vorne, hinter uns. Und die letzte Runde, und jetzt hätten wir einfach noch keine Zeit mehr machen. Ist jetzt nicht so gut gewesen. Wenigstens. Und der Yoshi hat Peach auch nochmal überholt dann vom Ziel. Also die Reihenfolge bleibt etwa gleich, außer dass wir nicht mehr an 3. Stelle sind. Und können von der Pole starten.
es einen Blitzstag gegeben hat, da weiss ich gar nicht, aber auf so Experiment möchte ich mich ehrlich gesagt nicht einlassen. Solange es auch lange Toni da, oder funktioniert Toni. Irgendwo hat man noch einen hüpfen oder driften, glaube ich. Und zwar da mit der Schultertaste, genau. Da hat aber da tue ich mehrheitlich probieren, möglichst nicht zu gebrauchen, weil ich eh nicht gut bin in dem Spiel. In der letzten Runde. Und dann machen wir ein Zeichen. Und der Luigi ist gerade schon wieder hinter uns. Nein, nochmal ein Zeichen. Nein, nein, bitte. Ja. Oh. Jetzt müssten wir uns von den Punkten her wieder eingeholt haben. Aber wir haben auch 2 Rennen vor uns. Der Gleichstand an der Spitze. Der erste Gap, der geht auch noch einigermaßen, das ist ja noch nicht so schwer. Das sind Bahnen noch ziemlich einfach, noch nicht ganz so fest anspruchsvoll. Ja, da hat jetzt gerade ein Item gesehen, keine Federn. Das ist, glaube ich, noch in keinem Mario Kart mehr vorkommen. Ja, ist die Münze ja wieder gekommen, Mario Kart 8 auf der Switch. Jetzt hat er auch schon gegeben. Und viel helfen mit dem Spiel tut vor allem, wenn er um Kurven herum vom Gas geht und ein bisschen gäseln, also mal ein bisschen Gas geben und dann wieder mal ein bisschen vom Gas weg. Und ist bei dem Mario Kart sehr vorteilhaft, wenn man nicht einfach nur Bleifuß fährt. Der Luigi hat schon wieder einen Stern. Nein! 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 Da in der letzten Runde. Das ist nicht so gut. Nein! Bitte! Und Luigi noch überholen. Der hat natürlich wieder einen Stern in dem Moment, aber das ist uns egal. Gut, dann könnten wir wenigstens 3 Punkte Vorsprung mitnehmen auf die letzte Strecke. Besser als nichts. Hat uns da schon mal belagert. Der hat natürlich wieder einen Stern. Wie könnte es auch anders sein?
nochmal einen Stern. Und dann schiesst er uns noch ab mit dem Stern, also schubst uns, überfahrt uns mit dem Stern. Wenn wir Peach machen, abschiessen. Wieder einen Stern. Jetzt haben wir dafür mal abschiessen. Jetzt wären wir in der letzten Runde. Genau eine Seite, die ich eigentlich nicht so gerne habe, immer bekommen. Aber das ist uns egal und mal der Luigi hat den Yoshi gleich noch überholt. Aber zumindest hätten wir den ersten Gap da mal geschafft, so weit. Was auch noch war, wir mussten unter die ersten 4 fahren, zum weiterkommen. Da wird er da in den nächsten Folgen sicher mal noch sehen, dass wir da nicht wird gelingen. Und das war eigentlich noch bei Mario Kart 64, den glaube ich auch so gewesen. Und ich glaube ab dem Gamecube, bin mir aber nicht ganz sicher, haben sie da aufgehoben. Beim Gamecube bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es dort wie man dort auch nochmal hätte fahren müssen, wenn man nicht unter die ersten 4 gekommen ist oder nicht. Aber nachher ab der Wii weiss ich, dass man auch können schlechter platziert als 4. die nächste Strecke in Angriff nehmen. Das wäre es dann für die erste Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen und ich hoffe, ihr seid bei den nächsten 3 Teilen dann auch noch mit dabei. Vielen Dank und man hört sich!